Der preußische Autodieb lacht über seine preußische Gspusi, weil er sie verplappert hat. Die steht aber da alle mehr drüber. An Gregor seiner preußischen Gspusi wird klar, wie gern das ihm hat, weil er so auf Pfanni eifert. Und drum denkt sie jetzt da übers Heiraten nach. Uschi ist zintig auf sein Alten, weil er sich ebst zu essen übers Netz bestellt hat. Danach macht es aber selber und wird dabei von ihm erwuschen. Am Dorffest möcht's nachher mit ihm tanzen, aber er kriegt davor schon einen Hexenschuss und sagt, sie sollt mit dem preußischen Autodieb tanzen. Die zwei haben zuerst recht bäs aufeinander, aber schließlich haut's nachher da hin. Am Standl kriegt nur die 10. Kundschaft einen Gutschein für eine Nachspeis im Wirtshaus. Maja wett mit Philipp, dass er sich so einen holen wird. Aber das schafft's nicht. Weil ein Gregor seine Weiber bis jetzt alle dunkle Haare gehabt haben, hat seine preußische Gspusi geballen, dass sie nicht die Rechte für ihn ist. Drum sagt er ihr nur einmal ganz feierlich sein Lieb zu. Sarah tat am Dorffest gern als Pumuckl gehen, aber das macht schon das Hummerl und das Bärli spielt dann meist der Eder. Das Hummerl steht aber nachher zurück und lässt Sarah als Pumuckl gehen. An Hubert, seine preußische Tochter, möchte auch beim Dorffest mit da. Und drum richtet das extra für sie so ein. Sophia macht mit dem Winkler ein Interview und danach kann sie sich vorstellen, dass mit ihm vielleicht etwas zusammengehen kann.